Guten Morgen alle. Ich heet je alle hartelijk welkom te deze morgen service. En we willen weer gaan met onze Bijpredigt. Dat wordt de 22e Platz zijn daarvan. En vrijdag hadden we ons tags van Matthäus 6, vers 4 bis 8. En dat wordt vandaag nog weiter ons tags zijn. Wegen wir haben nicht ganz durchgemerkt mit den Tags. Aber wenn wir uns den Tags ganz überlesen, und dann gehen wir von der wieder. So lesen wir mit mir mit. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr beten, soll ihr nicht so daunen aus der Hechler, da gieren in der Schulen und auf begossen Stunden und beten, so, dass die Menschen anseinen sollen. Ich sage ihnen die Wahrheit, die haben ihren Lohn wahr. Aber wenn die beten das, dann go in die Stufen an und merkte der Tau und Bet zu dienen Führer im Geheimen. In den Führer, der du seht, was im Geheimen verjährt, wird die du verlohnen. Und wenn die beten, red nicht so viel Lade wird, als die Falsche daunen. Die meinen, sie wollen gehört, wenn sie viel wird brücken. Die sollen nicht so sein als die, wenn sie den Führer weit, was die brücken, euer du am Beten. Bei uns hoppen ein. Lass ihr euch davor, wie kommen wir verdienen, wir danken dir für den Wort und für deine große Genot und dass die so über uns besser, die uns beschützen das und lasst deine Genot keinmal umgehen. Und Herr, dass dein Will wird, uns dein Wort zu umbohren. Wenn uns Verstand dort nicht begreifen kann, wofür wir das ist, aber wir danken dir danach dafür. Und mochtst du uns in dieser Stunde das Hart aufdagen, dass wir begreifen können, was dein Wort uns sagt, und wo wir es dort reden dat, und wo witen breit dort alle im Verüt wiss, was du kommen wird und für was die uns warnen das. Herr, wir können das noch gewahr sein als die, was du all von Verüt sagst, was du wird passieren, und das passiert aller Praxis dort. Herr, dort ist das die was du bestätigen, dass das Mord von dir sein, das Wort, das kann nicht sein, was ein Mensch sich auf gedacht. Aber das ja wie ganz klar sein, das ist von eine große Kraft, eine große Weisheit, was die Menschen Verstand nicht begreifen kann. Und dann ist das einzig von dir. Himmlischer Vater, an deinen Namen, wegen deiner Ehe, musst du das sehen, in Jesus' Namen. Amen. So, für in der Botschaft hat wir uns die 5. und das 6. Vers übergekickt. Und wir sollen dort auch, wir sollen, wenn wir beten tun, wo wir nicht bis sollen sie tun, dass wir uns bis tun ist, wenn wir beten tun. Dass die Menschen sollen hochdenken von uns, wo heilig und wo geistlich wir sind. Weil, wenn dort ein Ziel ist, dass wir bis wollen für die Menschen gesäumt sein, dass die sollen von uns hoch denken, wo heilig wir sind, das ist auch alles, was wir wollen kriegen, bis die Menschen ihre Ehe. Aber von Gott habe ich dann noch mal keinen Lohn, keine Ehe zu rechnen. Und dann habe ich auch gesehen, wo Jesus sagt, wo Jesus uns dort wiesen hat, dass, wenn wir beten, das handelt sich nicht um gesäumt zu sein, aber das handelt sich um diese enge Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Und das handelt sich auch von der engen Gemeinschaft einer zum anderen. Und wo wir nicht an euch tost, da wir wegen viel Wert brauchen, von der 7. Vers bis der 8. Vers, weil wir von der an mit bei uns hier. Und so, wenn wir viel Wert brauchen, dass wir man das mal klar nicht sagen kann, all die Dinge, glaube ich erst Gott davon abhängig, dass wir am viel sein da. Wenn wir Gott erst Momenten was weiten lassen, dass Gott dann dadurch so besser verstehen kann, dann habe ich noch weiter nicht verstehen, wer Gott ist. Das wird da das eng von unserer Botschaft, wird dort da sein, aber was meinen Menschen für und was meint die damit, oder was meint Jesus damit, wenn er sagt, wenn die beten, redet nicht so viel Lade wird, aus der Falsche tun. Was meint die damit? Die meinen, sie wollen gehört, wenn sie viel Wert brauchen.
Wo wird wir da von der schon Tag können von lernen? Weil, da wir wollten, wo wir das von der können aufhören, mit wir mal zurückgehen, wo die Menschheit das haben wir getan hat, wenn sie nicht von Gott gelehrt wurden. Wenn sie eher aufgehört haben, wenn sie meinen, du hast eine Kraft durchhängen, dass sie kann die Gottheit verraten. Mit ihrer, so wie das sein in 1. Königs 18. Und ich habe bloß dort Part von den Tags genommen, oder ich habe, ich mal sagen, Tim dit ein bisschen kicken, was Jesus würde noch handigen. dass wir nicht sagen, so viel Wert brauchen, das hat zu tun mit, dass wir in alle Hand gerade Getäuse arbeiten und dass wir glauben, du mit, wo wir die Gottheit verraten, du mit, wo wir Gott seine Kraft vertragen. Das ist aber so arg, wenn wir glauben, dass das in unserer Macht ist. Aber ein von den klaren Begebenheiten in der Bibel, was uns so klar noch anweisen wird, dass jetzt in 1. Königs 18, Vers 22, du fängt das an. Ich glaube, wir sind alle bekannt mit der Geschichte von Elia. Wo Elia sagt, wegen der Aufgabe, wegen der so deutlichen Aufgabe neue Roden werden, und dann sagt Elia, dort würden die drei Jahre nicht regnen. Aber Elia schwarer wird beten. Und Elia geht weg. Und das passiert auch kriegt es dort. Aber dann ist Gott Elia treinschicken dat. Dat Gott hat doch war wel regen loten. Dan moeten eerst de Balspropheten abgeriemd. De falsche Propheten moeten eerst abgeriemd. Aber hier fängt das an, dass das. Und von dieser Lehre, weil wir jetzt das nehmen, muss sein, da vergleichen mit was Jesus sagt, braucht nicht so viel Leid gewährt. Wollen wir uns das mal überlesen. Und Elia sagte das falsch. Ich sehe der einzige Prophet. Lass mich euch diesen Tags wieder lesen, da noch ein klein bisschen erklären. Kann vielleicht fehlen. Was passiert, als Elia zurückkam, und dort hat sich den König verstellt, wenn der König Ahab, der kam und sagte Elia, der will Elia anbringen. Und der König sagte Elia, du das Land verstehen, dann sagt Elia, no. Du, mit deiner Aufgabe, und das Land verstehen. Das ist, worum Gott sein Euer, das ist, worum diese Strophe auf das Land kommt, das ist wegen deiner Aufgabe. Aber dann sagt Elia, dann kriegen wir mal das Volk alle taub. Ab den Boy Carmel. Und dann wollen wir in jedem einen sehen Gott anrufen. Ich will den Herrn anrufen und jeder ruft ihn Gott an. Und der Gott wird mit 4 Worten antworten. Das ist der Gott. Das ist der Herr. Na, okay, den Challenge, den nimmt Ahab auch an. Das Volk Israel nimmt das an. Und dann ist der Stopp gekriegt, und du ab den Boy, du hast das, wo das anfangen hat. Er sagt, und Elia sagt zu das Volk, ich sehe der einzige von den Herren seine Propheten, whatever geblieben ist, über Baal hat 450 Propheten. Bringt 2 junge Baales. Lud an einen Ball nehmen, und den in Stecker schneiden, und ab das Halt leihen, aber du kein 4 noch leihen. Ich will den anderen Ball reinmerken, und ab das Halt leihen, und du kein 4 noch leihen. Lud de Baals Propheten den Namen von ihren Gott anrufen, und ich will den Herrn seine Namen anrufen. Und dann lud wie den, der mit 4 antworten wird, Gott sein. Also, der wird nie was wiesen, dass du Kraft durchhängen hast, dass das wird das, wenn sie den anrufen. Und das ist Gott. Den lud wie nie Gott sein, nicht? Er sagt, und der ganze Volk sieht, ja, das ist reich. Nu laat der Gott mal wiesen, wer ist Gott. Anyway, nicht die Geschichte wieder. Und Elia sagt zu den Baals-Propheten, wählt ein von den Baals und merkt den dort erste Reut, gesandt ein Deul, raubt ihnen Gott seine Namen an, aber leicht du kein 4 an. So, nicht auf Elia, der noch mal recht das erste, der gelernt hat, das geht erst mal. Wies mal, was die kann. Und dann, hier in der 46. Vers, und sie nehmen den Ball, den angegeben wird, und merken den Reut, und roten Ball, sie nehmen an, von morgen bis Mittag. Sie sehen, Ball antwortet uns, aber du wirst keine Stimme oder
Keine andere Antwort. Und sie merken, Gedanken rum den Altar, den sie gemerkt haben. Nou, hier war ein klein bisschen anhalten. Sie merken, Gedanken. Sie würden Gott anrauben, ever und derselbe wieder rauben, und sie würden tanzen, und sie würden durch Lumen rumgehen, und sie würden sich krallen, sie würden allerhand tun. Okay, das kriegt, was Jesus hier von reden hat. Er sagt, sieht nicht so, der fällt ja, die glauben, wenn sie sich wollen anstrengen, wenn sie wollen Lehrer rauben, wenn sie wollen Gedanken merken, wenn sie würden Rituals merken, wird wie man sagen. Auf Englisch nennen sie das Rituals. Und dann wird der Gott auf einmal wird die Antwort geben. Da wo wir dem vielleicht einmal so viel kreieren können, dass er wird Antwort geben. Und hier sagt es wieder, als das Mittag wird, das ist 27. Vers, spott Elia und seht, rup, sei ein Lied. Nicht einmal, nicht rupt jeden Gott mal, nicht einmal ab Irms. Kommt uns irgendwas in die Gedanken. Was sollen wir in den Charismatic Circles von der ersten Tag? Du willst wir noch mit anhalten von dir. Was sollen wir tun, wenn die Gläubigen in Zungen reden, wenn die das getan, das ihre Gedanken, die alle merken da? Ist das viel anders? Ja, wir mal wieder gucken. Rüb so ein Lied. Heu ist doch ein Gott. Heu ist vielleicht dein Gedanken. Oder haft das Druck. Heu ist vielleicht weggegangen oder angeschluppen, dass die am abweichen sollen. Und die LSB auf Englisch sagt, das sogar vielleicht ab seine geschaffen gegangen. Like Elia, der Spott, diese Balspropheten, da muss Lieder rufen. Like, und sie raubten Lieder, schneiden sich mit Schwerden und Spissen, so als sei Meier mal deuten. Aber sie mit Blut beranden. Und den ganzen Nachmittag müssen sie ihre Gedanken als Propheten, aber dort wir dort das Opfer zu bringen, aber du wir keine Stimme und keine Antwort. Du wir kein Teken von dem, wem sie anrauben. Du wir absolut nicht. Und nu haben wir ein bisschen zurückgucken, was Jesus sagt. Und wenn die beten, regt nicht so viel Lad wird, aus der Feld ja tun. So viel Lad wird. Was ist Lad wird? Lad wird, das ist, wenn wir zu wem reden, wenn du nicht isst. Was ist Lad wird? Wenn du nicht isst und wir reden zu dort nicht. Das ist ein Lad wird. Wenn wir wirklich zu Gott reden, wenn wir wirklich beten tun, und wir haben vielleicht nicht mal so reich ein Verständnis, wo wir beten sollen. Wir haben nicht mal der rechte Wirt. Sind dort Lad wird? Nee, das sind nicht. Wenn wir reden zu wem wir horch. Und wenn wir bis mal zu tun, anholen, weil wir mal in Römer 8 gehen. Römer 8, Vers 26. Wenn sagt, und hier redet Paulus, so steht, sagt, in Jerusalem halb der Jesus uns und unsere Schwachheiten, wegen wir wollten nicht einmal, weil wir so reich beten sollen. Aber der Jesus bet für uns mit so einem Gefühl, dass wir nicht wird dafür haben. Das ist nicht Lad wird. Ein schwaches Gebet, und Mensch nicht wollten, was er sein soll, das ist ein Lad wird. Was du Lad wird sein, ist, wir rufen wem an, wem das nicht mal jaft. Oder wir rufen, wir tun noch ein Ding, von wo wir von herkommen, wo wir würden sagen, das Gebet, das würde so sein, wo die auswendig lernst, dann sagst du dort, du Eva, dann hast du Gebet. Das ist ein Lad wird. Warum? Wenn du lernst, die wird auswendig nur sein. Wie sein das auch in der katholischen Kirche? Wo du Wort, der Gebetensort wird bis einmal Eva und Eva gesagt. Das ist zum Beispiel, wenn du wer gesündigt hast, dann du noch, wo euch der Sinn erst, du noch machen, dort Vater unser so viel Mal Eva sein, oder der Ave Maria, was eine ganz Lotte aufgeht, das deins erst, wird wie man sagen. So viel Mal machen der dort Eva sein, oder der Rosary, was die beten, und dann, was du geteilt, wofür Mal sei dort, soll die Eva und Eva sein. All das sind, so eine Wert, kriegt was Jesus sagt.
dat ander je ploppen, dat ander je bus nu zijn en nu zijn en nu zijn. Paulus sagt, wir wollten nicht mal so reich, wo wir beten sollen. Dort worauf je gebet, das wie Fäser noch sagen, da wir von diesen Tagsklagten. Der hat wirklich wirklich viel zu sein. Der hat bloß Einheitsleute sein, der sagt, bloß Gott, sieh mir sind gnädig. Warum wir dort im vollständigen Gebet, wenn es der Schad bloß mal sein hat. Und die Pharisäer, wo der Stunden lob sich, dass wir ein Lad gewährt. Aber hier soll wir dort. Dort halb uns reich nicht, wo soll wir uns verklappen tun, wo soll wir uns krallen tun. Und das halb nicht, wann Jesus sagt, wenn wir beten, dann sieht nicht so der Heuchler. Die Jieren auf der großen Eichen stehen und wollen Jieren gesäumt sein. Wo machen die, dass die gesäumt sind? Die machen sich gewisse krallen, die machen ihre Weich von Redensort vielleicht mit anderen. Ich kann predigen von der ersten Tag. Wenn du gewöhnlich mit dir bist, dann spazierst du gewöhnlich mit dir. Aber wenn die dann erst durch so in der Konsul stehen, oder wenn die erst beten, dann machen die sich somehow nicht ganz, wo würde man sagen, dann verkrallen die sich und was und das soll. Was sind wir dafür? Ich kann nicht mal wieder plötzlich dafür. Die wollen du irgendwo wiesen, sich krallen. Ich hab mal, wo das Handy denn das? Das sind die Bolspropheten, das sind die fremde Götter deiner, die tun es dort. Aber wenn wir vor Gott kommen, wir wirklich Kinder Gottes sind, dann kommen wir vor den und Führer. Kommen wir stolz vor ihm? Nein, wir tun nicht. Kommen wir glücklich vor ihm? Nein, wir tun nicht. Wir kommen gebrochen aus Sünder, die genug gefangen haben. Und wir dürfen uns nicht utwendig wird lernen, immer wieder nur zu sein. Wenigstens, dass wir sollen ans Tags, und klicken wir wieder, Gott weiß all, was wir brauchen, euer wir überhaupt beten. Der weiß, der kennt uns all, ans Hort. Und dann noch ein Ding, hier so, Paulus hat ja das ganz klar gesagt, hier in Römer 8. Und gerade halb der Jesus uns in unsere Schwachheiten, wir wollten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Wir haben ja das nochmal das Date. Wir würden sich hier beten, aber wir kommen an irgendwie, wir nicht mal, wo wir sollen anfangen. Weißt ihr was? Dann stimmt da irgendwas. Dann stimmt da irgendwas. Wenn wir das machen, ich kann nicht mal so reich werden beten, dann stimmt das all irgendwo. Warum? Wenn es der Jesus, der betet für uns, mit so einem Fehler, wo wir nicht wird für haben. Das Gott, was uns dazu bringt, dass wir diese Fehler haben, dass wir einmal, das ich einmal gesagt habe, und ich habe das mal von anderen gehört, dass die sind so ohne eng, die wollten nicht mehr, was sie für Gott sagen. Was kann ich Gott nicht noch sagen, was der nicht all weiß? Like, mit was für eine Wirt will ich den mal anrufen, dass der mal was Antwort geben? Und du hast bloß einer Leben, ans ewig bleibt. Da wie schließlich bei sagen, Gott, like, was kann ich dir noch sagen, was du nicht all weißt? Herr, du weißt. Das stärkste Gebet, was ich jemals gebet habe, und das stärkste Gebet, was ich manchmal gehört habe von anderen, was die gebet haben, das wo sie hier nicht wird für haben. Das ist das, wo die bis vor Gott kommen und sagen, Gott, du weißt. Like, ich sehe hier haltlos. Ich weiß nicht mehr, was ich soll sein. Ich weiß nicht mehr, was das Reich ist, like, was soll ich fragen? Was ist dein Welt? Herr, du weißt. Aber anyway, 3 Nüne das, was Jesus sagt, was wir nicht sollen tun. Und 3 in der 1. Königs, Vers 29. In den ganzen Numerach mir unsere Erde gedunten aus gedunten Propheten. Bitte tit wir das Edesopfer zu bringen, aber du wir keine Sterben und keine Antwort. Du wir kein Teken von dem, wem sie anrufen. Das halb alle tut nicht. Wir können uns krallen und unsere Zunge verdrehen und ein bisschen anders anfangen zu reden, dass wir glauben, wir machen sogar ein bisschen andere Stimmen, wenn wir beten tun. Das halb alle nicht. Wenn wir das mit Menschenkraft wollen, die Gott hat darauf gerufen, wo wir so viel Antwort kriegen, als diese Balspropheten Antwort kriegen. Das kann ich Ihnen garantieren.
Wenn wir glauben, dass du erst eine Macht in uns, die Gott hat, zu verursachen, dass deine Antwort gibt, da wo wir so viel Antwort kriegen, ist die Baalspropheten kriegen. Das ist alle vergisst. Das hilft uns reich nicht. Bei nu hör ich mal, was das tut. Was ein wirkliches Gebet ist. Ein wirkliches Gebet, dass ein Mensch wirklich beten hat, ist alle Antwort auf was Gott all bestimmt hat. Und lass mich das sagen. Das, was Elia nicht tut, wir nicht sind, was Elia hier beifällt. Das wir dort, was Gott all hat Elia gesagt, nicht dort. Und ich werde mit die sein. Wenn wir wollen vor Gott kommen, beten den am einen Dinge, was wir nicht wollten, was Gott nicht will, oder was Gott nicht bestätigt hat, dass das dort will, dann prüf mal und bete an. Na, wo ihr vielleicht auch so viel Antwort kriegen, als die Baalspropheten kriegen. Aber Elia kämpft in der dort, was Gott all bestätigt hat, was er soll tun. Und das ist, warum Elia Gott dürft so viel Wert machen. Also, dann sagt Elia, zu der ganzen Volk, kommt einmal alle dich bei mir. Und sie kämen alle dich bei ihm. Und Elia bot den Herrn sein Alter Ware ab, der durchgebrochen wird. Die wollen mal nach Gott gehen. Die wollen mal gehen, was Gott gesagt hat. Was dort bestätigt hat. Er nimmt 12 Steine, und ich will ihn hier ein kleines bisschen warnen. Wir wollen gleich unseren Fokus auf diese Steine setzen, auf das physische, was Elia tut. Du willst wir nicht ans Fokus absagen. Was wir wollen, ans Fokus absagen, das ist auf den Gehorsam von Elia. Auf den Gehorsam von Elia. Die physischen Dinge, die kommen hier nicht so sehr im Spiel. Aber den Gehorsam von Elia kommt hier im Spiel. Die kommen hier für ein Tag. Er nimmt 12 Steine, so aus der Stamm von Jakob seine Sehenswirren. Der Herr hat zu dem Stammführer Jakob gesagt, die soll aus Israel heiten. Und er bot mit den Steinen einen Altar in den Herrn seinen Namen. Rund um den Altar möchte eine Grove, oder ein Gruben, würde man sagen, groß genug für 10 Kilo Sod. Dann lädt er das Halt durch ab, schneidet den Ballenstecker und lädt dort ab das Halt. Und er sagt, bring Feuerkrücken mit Butter und jäut ab das Opfer in das Halt. Und er sagt, dort noch einmal. Und sie deuten dort noch einmal. Und er sagt, dort noch zum dritten Mal. Und sie deuten dort zum dritten Mal. Dort wurde ran vom Altar rauf und fell de Grove mit Wutter. Als der Zeit wir das Edesopfer zu bringen, ging Elia nach den Altar in Bett. Herr, du Gott von Abraham, Isaac und Israel, lotet von dir unter seinen Söhnen, dort du der Gott in Israel bist, und dort ich dien deiner sie. Bewies dort, dort ich dit nur deine Ordnung gedonen hab. Kann ich hier was hier sagt? Bewies dort. Ja, mal dit da ich bloß, wegen du das gesagt hast. Antwort mi Herr, antwort mi so, dort dit Volk weiten wird, dort du Herr Gott bist, und dort du an dort hart warst reinmerken. Okay, wie viel Gedanken muss Elia hier tun? Wo muss er sich hier krallen? Wo muss er hier tanzen? Wo soll er was von... No, Gott, nie as het wat doen. En wist Gott dat het niet wat doen wird? No, Gott wist dat al. Aber dit Gebet mal, hör mal. Dit Gebet mal, wat ein Mensch für Gott bringt, für eine Versammlung, erst dass die Versammlung das mal soll sein, nie als es was tut. Gott will nicht aufhängig, dass er den Message kriegt von Elia, und dann wird er ihn 4 aufschmieden. Na, das weiß Gott all. Und wie man das klar macht, manchmal das handelt sich dass wir uns das selbst sein. Was Gott all gesagt hat, was Gott all wollt. Und dann sagt er, hier ist das. Und dann fällt du 4 vom Himmel, und dort verbrennen, dort Brandopfer, dort Halt, die Steine in die Erde, dort
dat lijkt, dat woed daar uit de grove uit. So, dat woed dan alles, dat verbrannt door, dat verdanst door. Wat Elia hier so met een paar wie het zegt, Gott, nie wist dat wäre die best. Wist dat. En toen passiert dat. Nu waar we dat moeten vergelijken met dat wat de Baalsprofeten deden. Die strongen zich aan en die schreien en die roepen en die deden profetieën en die kwelen zich door zelfs. Wat helpt dat? Dat kan geen Godheid verroepen. Dat kan absoluut niets doen. Dat als de God wat er met 4 antwoorden deed, zegt Elia, den wil we laten God zijn. Niemand wie ons vrouw. Wanneer God wil we laten God zijn. Wanneer God roept wie ons voor een dag. Roept wie op eenmaal den God wat ons dienen zal. Wanneer mir dat eerst passen deed, en zoals mir dat zit, zo moet dat zijn. Als dat den God wat ik verroepen doe. Want dan word je door krijg zo vergees. Als de Baalsprofeten door zo ramdansen deiden, krijg zo vergees, waar je den God aanroept. En dat is wat we zijn dan. Dan roept er nog mal toe, du hast weer een zware tijd. En dan zeg je nou, oje, je moet dat niet houden, wanneer we mal God aanroepen, dan wanneer we den mal aan wijsheid vroegen, wanneer we den mal aan kracht vroegen, om deze zware tijd te maken. En dat door een karte antwoord, en ze moet je geven, maar die heeft geen antwoord. Dat passiert. Beleef je, dat zei wie met onze ene eeuw. Die heeft geen antwoord. Waarom heeft die niet antwoord? Da waren we eerst mal vragen, wanneer God hast die op einmal aangeroepen. Da waren we mal vragen, wanneer God roept die aan. Wanneer God is dat wat er niet antwoord heeft. En waarmee roept die dien en zelfsgemerkten God aan en kein wunder dat hij niet antwoord heeft. En al die woord wat die gebruikt hast, die has veel woord gebruikt, als die valt ja dan, die has sehr veel woord, aber neue Sachen, en der Gott heeft bis nicht antwoord. Wel, kein wunder. Wengs, die Baalsprofeten roepen ein Gott an, so ein Gott ist das nicht miljöf. En wie heeft die keine Kraft? Ich weiß die Schriftstelle nicht auswendig, aber einer von den Propheten, ich glaube, das ist Jeremia, ist das Jesaja. Der roept de Offer mal ab. Dan wies mal, wat je kan. Wies dat mal. Wies mal, wat je kan je doen. Kan je gouden, schlechtet, irgendwas doen. Dat muss mal wat doen. Aber du kan nicht gouden, dat niet schlechtet doen. Dat kan nichts doen. Wenigstens dat jaft het dan niet. Nou, wanneer we den God aanroepen, wat we aanroepen doen, moet we ons vragen, wat is dat voor een God? Is dat de God van de Bibel? Is dat de God wat Himmel en Erde gemaakt heeft? Roept we op eenmaal een God aan, den we ons zelfs in onze gedanken gemerkt hebben. Haben wir uns irgendwo deutlich gemerkt, wer Gott ist? Und da, wo wir an unsere Gedanken geplant haben, mit den Sinn, mit das Bild, was ich mir selbst gemerkt habe, den Gott rufe ich an. Und der horcht mich nicht, Weil, Jesaja 46, gab uns ein sehr klares Gleichnis davon. Jesaja 46, Vers 5. Wenn wir reden von ein wahrhaftiges Gebet, was du wirklich was tät, dann kann das einzig was utmerken, wenn das nicht den wahrhaftigen Gott gibt. Wenn kriegen dann, was sagen wir beten dann, und kriegen dann, wie viel wird wir merken, wenn wir einen selbstgemerkten Gott anrufen, dann gibt es keine Antwort, wenigstens die kann nicht tun. Wenigstens Jesaja 46, Vers 5, da sagt Jesus das. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer ist so als ich sie? Und wem denkt ihr, dass ich so soll sein in der Steu? Diese Frau muss wir uns beantworten, denn wenn wir wollen wirklich beten.
Wenn unsere Gebete wirklich sollen was utmerken, dann muss wir das klar haben, zu wem beten wir? Wem beten wir an? Mit wem vergleichen wir Gott? Ich habe mal, was die Menschen immer für einen Trouble haben. Die Menschen schaden Gold in den Pengel. Und wählen das selber bei einer Wegschule. Sie nehmen sich ein Goldschmied an, dort da an ein Gott davon merkt, für dem sie sich knien und anbeten. Sie heben sich den auf den Schulter und drehen den, sie stahlen den wohin der blüfft durch, der kann sich nicht bewegen. Wenn den wer anraubt, gibt er keine Antwort und kann keinen in seinen Trouble halten. Und wir würden sagen, die Balspropheten, das wird von Gott, das von was der da redet, ja, der redet, von daher Gott. Wir würden sagen, die Catholics, die Katholische, der wird alle ihre Aufgaben anbeten, der wird diese physische Gestalt da haben, und das wird der anbeten, ja, von daher redet er. Aber warum muss man sich dabei kennen? Den Gott wird wie anrufen. Wie wird nicht aufgatische Menschen sein, weil wir uns sagen, nicht? Wie wird nie nicht würden einen falschen Gott anbeten? Weil wir uns doch noch eine Frau stahlen. Der fünfte Vers gab uns die Frau. Und wem denken wir, wenn wir an Gott denken? Was kommt uns in die Gedanken? Wovon groß der starke Mensch als Gott? Was beten wir an, wenn wir Gott anbeten? Was habe ich im Gedanken? Wo drehen meine Gedanken sich rum? Wer ist das Gott? Und wir würden vielleicht bald mal einen Tausch tun. Ich kann dort vielleicht hängen, dort bin in meinem Kopf. Ein Silberschmied. Und da hast du allerhand von einem Gott abgeschüttet. Und den Gott, was der Silberschmied du mir, und das ist womöglich den, was ich mal habe angebetet. Wird das stimmen oder wird das nicht stimmen? Das ist uns Menschen der Trouble. Dort wir uns das deutlich merken, wer Gott ist, wenn Gott hat uns das all klar gesagt, am Gott Gott zu begreifen. Heißt unbegreiflich. Heißt wie bitte anders. Das Wort herrlich nennt man. Das Wort herrlich, das meint apart gesagt. Das meint, das ist ganz das Wort. Wenn wir Gott seine Kinder sind, dann sagen wir geherrlicht. Was meint das? Wir sind apart gesagt, wir sind ganz anders. Aber das Wort, das in Jesaja saß, wo Elia, nicht wo Elia, wo Jesaja diese Offenbarung kriegt von Gott. In Jesaja saß, Vers 1, du fängst das an, und wo Gott sich offenbaren hat, wo Gott seine Herrlichkeit sich für Jesaja offenbaren hat, und wo diese Cheruben, oder diese Engel, diese Geschöpfe, du für Gott seinen Thron einen am anderen rufen. Und der rufen einen am anderen, herrlich, herrlich, herrlich. Der dreimal herrlich, jetzt ist dreimal herrlich, ja Gott, was man einmal gesagt. Der kann sich nicht so ein wundern. Und der kann nicht so ein staunen, Gott ist nicht mal bei den Engeln zu begreifen. Das ist nicht mal, der Engel kann das nicht mal begreifen, wo besonders, bitte gewöhnlich, unsprechlich das Gott ist. Und wir würden sagen, ich weiß nicht, wer Gott ist, weil wir müssen wissen, wer Gott ist. Aber wir müssen das in denselben Zeit tun, das ist ein unbegreiblicher Gott. Now, wenn ich nicht glaube, ich habe das nicht klar, ich weiß, wer Gott ist. Und dann habe ich mir das klar, ich in meinen Sinn habe das nicht traggeschüchtert, wer der ist. Weißt du Gott, da will ich Ihnen das sagen, die haben wo wird das nochmal plottig machen, traggesagt. Jene Imaginations, jene Gedanken, was immer jene in jene Gedanken geschüchtert haben, dort hält die für jeden Gott. Und der wirkliche Gott, was Himmel und Erde gemerkt hat, den geht Gott zu begreifen. Der ist so wie anders. Wenn wir es glauben, wie haben diesen Gott nicht kennengelernt und wir müssen den kennenlernen, aber dann muss ich Ihnen da noch sagen, wir haben noch nicht mal den Schatten von ihm kennengelernt. Das ist so wie bitte anders.
dass wir den Gott kennen begreifen. Und das würde damit ankämpfen. Dass wir da tauschen, ich weiß nicht mal, was ich so recht sagen soll. Für so ein dreimal heiligen Gott, was kann ich du nicht für den bringen, dass du dich so mehr erweitern, als ich schon gewusst habe. Und das, wo wir wollen, nicht die 8. Vers gehen, wo wir dort wollen, ein klein bisschen Dollar bekicken. Das Gott ist nicht beneidigt, dass ich den was bringe, dass ich den mal was sage, dass du dich mal was weiten. Das Gott, wenn wir diese 8. Vers mal einmal lesen, dann in das, was Jesus hier sagt, die sollen nicht so sein als du, weil es kein Führer weit, was die brauchen, euer Gebeten. Und wenn wir die Vers mal wollen, nicht mal mit Gott uitreichen, wenn wir wollen mal ab irgendwas von in der Schrift stehen, nachkicken, in der Bibel nachkicken, was er wirklich sagt von sich selbst und was Propheten sagen von ihm. Bruder Hermann hat hier schon eine Erklärung 139, so ich habe all einen großen Part von meiner Botschaft hier schon vorgebracht. So, anyway, Psalm 139, Vers 1 bis 6 habe ich hier abgeschrieben, wo ich haben will, als die 4. Vers. Und wenn wir das mal denken, so, wie besäumen uns diesen Gott nu, den wir anbeten tun? Ich darf den nicht sagen, was den ich all weiß. Das ist nicht die Ursache, warum ich beten darf. Was kann ich denn sagen, was den ich all weiß? Weil, er kann ihn nicht sagen. Das weiß der all rein alle. Der weiß all, euer ich beten darf. Der weiß all, euer ich überhaupt Gedanken hat zum Beten. Und hier so, wenn wir Gott seine Sovereignty in Betracht nehmen, dann ist heute die Ursache, warum ich überhaupt beten darf. Weil wir haben die Erde vergeben, dass wir überhaupt beten tun. Worum wings Heiruts bringt uns Batu. Heiruts lag uns das Verlangen an, dass wir überhaupt tun. Und was uns betroffen zu tun, ist, Gott, lieber Frau, und Gott gibt mir nicht gerade Verlangen zu beten. Das ja. Aber dass ich überhaupt vor Gott komme, dass ich überhaupt beten darf, wie hat das all erst gewirkt? Dass die jede Jahr danach war, bis Tränen an. Aber hier sind Psalm 139. Ich werde alles aus Vers überlesen und wir wollen sehen, was wir davon merken können. Ein Psalm von David, 4. singen. O Herr, du hast mich uitgesagt und kennst mich. Du weißt, wann ich satt und wann ich abstehe. Du weißt von weit auf, was ich denk. Of ich ab und ram sie allerlei. Du bist an mich und bist mit all meine Wege bekannt. Euer ich ein Wort abbetung hab, weißt du, o Herr, all krieg, wo das ist. Ich habe hier, das ist die 4. Vers, das ist, wo ich wirklich hin will. Euer ich beten da, weiß Gott all, was ich beten da. Du bist von allen Seiten rum mich und hältst deine Hand über mich. So eine Erkenntnis ist so wundervoll für mich, das ist so wundervoll für mich, und das ist so hoch, ich kann das nicht begreifen. So Gott weiß das all, was ich überhaupt beten will. Euer ich beten da. Wenn es das nicht gebunden und dass ich mal was passieren und dann kann ich dort hängen, was du nicht angeht. Dann wird er ab hier mit der allweitenden Gott sein, wenn das dort wird. So hier, wenn wir nicht vor Gott kommen, mit was von der Ursache komme ich nicht vor Gott? Meine Anstellung, und mit dem prüft sich das aus, dass wir den Wort Gott anbeten, oder dass wir den selbstgemerkten Gott anbeten. Wenn es den selbstgemerkten Gott, den macht wie allerhand sein, und der begreift das danach nicht mal. Im Gegenteil, der Gott von Himmel und Erde, den darfst du noch nicht sein, dann weiß der alles. Und so, wenn wir kicken in Psalm 147, Vers 4 und 5. Was kann ich Gott sagen, was er nicht all weiß? Hij teilt die Sterns und nannte alle bei ihm Namen. Ons Herr ist groß und gewaltig stark, seine Erkenntnis hat keine Grenzen. Wenn Gott wird auf einer einzigen Area mit nicht Grenzen haben, oder der wird auf einer einzigen Stadt nicht ganz angewiesen, dann haben wir da alle Grenzen. Ich kann das mal von einem Prediger das sein.
wenn du ein einziges Molekül hast in der ganzen Universe, wo Gott nicht anweiht, jeder Sekunde von was die du sind, von was die gemerkt sind, was die weich sind. Wenn du eine einzige Sekunde hast, dass Gott nicht hat um ein einziges Molekül angewiesen, was in der ganzen Space, das ganze Schöpfung ist, ist er nicht mal Gott. Und was hätte du damit sagen? So beschriftet dort. Wie groß Gott seine Kenntnis ist. Und das bringt dir auch damit, wenn ich sage, jene Haare am Kopf sind alle geteilt. Und was ich Gott unsere Haare am Kopf total, wird nie ab Platz leichter sein, als wenn wir auf einmal sollen. Kriegt nur wie viel Technology wir haben. Aber wir sollen niemals alle Stirns in der ganzen Universe teilen. Das wird ein unutsprechliches Verlangen von uns sein. Das wird allmählich sein. Die ganz, da wird immer Menschen glauben, zu tun kann. So viel Technology ist haben, so viel Satellites und Teleskops, was immer die haben, alle Technology, und das ist wirklich viel. Menschliche Besein, die kann wunderviel tun. Die kommen noch nicht in den Schatten begriffen von der ganzen Universe, was Gott gemerkt hat. Die kann ja leichter jeder Haar ab Mensch seinen Kopf teilen. Bei einigen wird das länger dauern als bei anderen. Aber da würde es allmählich sein. Als wir würden die Stirns in der ganzen Schöpfung beobachten können. Und dann hier sagt Jesus das, und er nannte alle beim Namen. Du hast nicht noch einer, wo du kriegst so einen Namen hast und kriegst sie gemerkt hast, und jeder Ding, was er auf der Welt gemerkt hat, kriegst sie in ein Model. Und so, nu waren wir drei Dinge. Wir kommen nicht vor Gott und wir beten nicht. Glaube ich, dass ich Gott nicht noch mal was sagen und dann wird Gott durchhängen kommen, was ich meine. Und dann wird er darauf Antwort geben, ob die neue Information, was ich angegeben habe. Als das die Wahrheit, wo ich vor Gott komme. Nee, so komme ich nicht vor Gott. Ich komme vor Gott mit damit und sage, Gott, du weißt. Gott, ich frage und ich sehe hier in dieser Lehre. Und wie kann Gott das wirklich sein, even wenn er das all weiß? Mal mit dort schaut ich mich bloß mal aus. Vielleicht halb das mal für mich. Das wir würden für uns sagen, Gott, ich komme hier für dich und ich brauche dich um das. Da wir nicht für uns dort. Gott, wir sind hier versammelt in den Namen. Sei wieder du wegen Gott das nicht weiß? Ja, Gott weiß, dass alle wieder versammelt wird. Und der weiß, dass Gott in was für Namen wieder versammelt sind. Der weiß, dass Gott ist wie uns tun. Dass wir in seinem Namen versammelt sind, oder dass wir wirklich in seinem Namen versammelt sind. Der weiß das all gut. So ist das dann auch recht. Wenn wir sagen, Gott, wir sind hier für dich und die nicht gehen wird. Das ist auch recht, dass wir sagen, no, das ist nicht auch recht. Aber weißt du was, das ist für wie sein uns dort. Wie halten wir uns das denken? Und wir sagen das nicht in den Sinn, dass Gott das nicht all gewusst hat. Wenigstens, wenn wir beim Glauben, einmal Gott das erstmal sagen, einmal dem provoking, dass der dann nicht mal kommt. Wir sind in seinem Namen alle Reuten, die leben wie Gott. Aber weißt du was, der Beweis, dass Gott all ist, ja, wir uns versammeln da und erst kriegt, dass wir uns in den sie nun versammeln da. Wegen heiratet erst du und dann tragt er uns Taub. Du würden Menschen sein, die würden uns dann nicht bald beschuldigen. So, woran beten wir dann noch verhebs? Hat jemand seine Beschuldigung gehört? Hat jemand gehört, okay, woran betest du noch? Von Gott, woran betest du noch? Wegen heißt ich? Wegen Gott sagt, bet. Gott, der tragt uns, der ruft uns ab zum Beten. Lass mich das immer wahrer fragen. Als Gott beneidigt, dass wir ihm einen Bericht geben, wo das mit der Lehre steht. So ist ein Soldatenverstunde, so ist ein Kommandante. Der ist beneidigt, dass von all den verschiedensten Städten einmal Bericht wird, wo die Lehre ist. Wenn er nicht den Bericht kriegt, dann ist er ohne einer, weiß er nicht mal, was von einer Entscheidung er soll nehmen. Ist das, wo Gott ist? Nee, der ist nicht. So, wo können wir das dann nicht aufpassen? Dort wir beten dann, dass das nötig ist zum Beten. Und warum ist das nötig zum Beten, wenn Gott aber doch alles weiß? Weil,
das ja niemand wie klar mehr, und wir beten und nervös du werden, wegen wir wollen Gott was weiten lassen. Wir beten um eine Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und ich will Ihnen das fragen. Wenn Gott auch alles weiß, und wir kommen danach in Beten, und wir schaden uns ut für Gott, und wir sagen mal, wo das mit mir steht, und ich prache am Halb, und das. Halb das nicht? Bei uns hier halb das. Wo viel Mal haben wir am Wort Gebet, und weil wir uns beten nur im Gebet? Wenigstens, er will das so. Er kann uns gut Antwort geben, darum, dass wir beten tun. Er kann uns gut alles geben, darum, dass wir dafür an denken, dass uns das fehlt. Er kann das alles. Aber er will gar nicht. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Und das, worum er verlangt. Kommt. Das handelt sich mehr um Gemeinschaft, das handelt sich mehr um, dass wir uns das Salz sein, wo das steht. Dass ich mir das Salzdenken halten, da, wer Gott ist, dass ich die Schrift studieren, da, dass ich in der Schrift kicken, da, wer das Gott ist. Und mit den Sinn bete ich. Wenn Gott gerührt, hat das gesagt, und Jesus selbst wird das größte Beispiel von Beten, von ständig Beten. Wofür, und das wird so wie in der Ferienbotschaft, wofür engagiert Jesus sich von das Volk weg in einer einsamen Stadt? In Beten für sich allein. Das ist wegen Gemeinschaft. Aber einmal war das drei hier so han. Wir beten nicht du wegen, wenn es eigentlich niemand für Gott kommen, den auch mal die ja mehr und wo von der Leo ich sie. Wo das Rome ans ist, das weiß ihr alle. Jesaja 40. Es soll ja sagen klar, über das. Wer kann den Herrn fair sein, oder wer kann Gott Ruhe geben? Wem fragt er jemals eine Ruhe, dass er besser verstehen kann? Und wie man denkt, das sind rhetorical questions. So eine Frau wird sich all antworten das. Die Antwort hast du all. Wem fragt er jemals eine Ruhe, dass er besser verstehen kann? Wer hat ihm belehrt, was richtig ist? Wer hat ihm gehalten, was zu verstehen, oder am Weisheit gegeben? Ich höre mal einmal. Und das ist nicht, dass ich will, wie wir aufragen. Aber ich höre mal einmal. Ich höre Predigers, ich höre andere Botschaften mal einmal her, und das hier sieht mir so aus, dass Gott ist benötigt. Wie man den in eine gewisse Nachricht bringen, wenn es den fehlt, das mal zu weiten. Aber die Schrift sagt anders. Die Schrift sagt, Gott fehlt das nicht an unserer Weisheit. Gott fehlt das nicht an, dass wir am Wort weiten lassen. Er sagt, wer hat am belehrt, was richtig ist? Also ich darf am Himmel nicht kommen, was sein, dass dem soll die Dinge anders stellen. Wem fragt er jemals eine Ruhe, dass er besser verstehen kann? Oder wer hat mir Weisheit gegeben? Der hat er alle bei sich. Aber warum? Warum gibt Gott da nicht einmal Antwort, wenn wir am Wort beten? Warum das denn nicht? Und wir machen vielleicht noch sogar um gute Dinge gebeten haben, und der hat nicht Antwort gegeben. Warum das denn nicht? Weil der dort bei Amreich ist. Der ist nicht aufhängig, wie denn sein, was richtig ist. Das sage ich hier ganz klar. Wer hat belehrt, was richtig ist? Wie Menschen, und das sehen wir in den Charismatic Circles und in den Prosperity Gospels, was da so geläuft ist von der Menschheit, das sehen wir so leicht, dass
dort nur wat der heron zijn, dat is bloß nicht dort, wat der Mensch vergoot zit. En dat is dit. Die moeten gezond zijn, die moeten rijk zijn, die moeten hoog ogen zijn in de mensheid. Dat is de Hauptsache. En jetzt krijgt dan schmeren ze zich aan, wanneer ze zich dort jankeren laten. Wegen dat voor de mens zit wat richtig is. Dat voor de mens zich zo zit. Dit is waar het moet zijn. Dit is waar ik dat wel gaan. Maar waar we mal aan denken, niet alles wat voor mensen richtig is bij Gott richtig. Aber wir würden natürlich anders machen sein. Der Mensch hat das Wort, was richtig ist, als was bei Gott richtig ist. Wir Menschen, wir kicken immer die bütterlichen Dinge an. Wir kicken immer so vom Büten an, was uns vom Büten so wieder würden will. Aber was sage ich 1. Samuel 16, Vers 7? Das ist aus Samuel eine Isaiah camp und das soll von den Sehens wem ansollen, dem König. Wenn Gott hat Saul verschmitten. Saul, der wir von Gott weggegangen, der hat Gott nicht gehorcht und Gott hat den Geist von Saul weggenommen und er wird Gott einen anderen ersagen. Aber er sagt nachher an, er hat David ein Mann sein hat. Ne Gott sein hat. Aber even Samuel sagt das anders als Gott. 1. Samuel 16, Vers 7. Nu ist Samuel da und nu hat der Führer all seine Sehens gekriegt. Oder? Mess all nicht. Der hat mess alle Sehens gekriegt. Wenn's du wir ein an den, der kam nicht mal im Gedanken. Den haben sie nicht mal in den Gedanken, dass der soll überhaupt sein. Na, der kann da bei der Schub bleiben. Ich habe mal wie viel anders den Mensch kicken das. So, einsehen hier ein anderer kommt zu nähern. In Samuel sieht das ein, was von großer Stärke das ist. Und dann ist Samuel das selbst so, okay, das wird das sein, nicht? Und der 7. Vers sagt es das. Und der Herr sagt, recht die nicht, wo das lat, wo am das lat, oder du noch, wo groß er gewachsen ist. Diesen habe ich zu sie gesagt. Der Herr der recht nicht so als Mensch, so als der Mensch steht. Der Herr der recht nicht so als der Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer vom Bieten lässt, aber der Herr kickt das hart an. Ja, und das wo das alle anders ist, als wie Menschen immer kicken. Der Gott kickt uns anders. Der sieht die wirkliche Lehre, wo das wirklich ist. Und habe ich das nicht einmal belebt? Habe ich das nicht einmal belebt? Du bist eine Person und wir kicken dir aus Messkrieg den Apostel Paulus an. Nichts, wir besäuen den von Büten, wir besäuen den Wort von Geschichte haben manche Menschen, wir besäuen das rein alle und ans Vertrauen und alles kämpft so ab so eine Person steht. Und Gott sagt, die kann auch nicht sein. Lass mich ihnen doch mal wissen, was das wirklich ist. Und wenn Gott das ist offenbaren hat, was das wirklich ist, dann sind wir alle getäuscht. Das kriegt woran? Wie nicht kann vor Gott kommen, in den wollen sagen, was richtig ist. Wenn es da weiß, was richtig ist. Er kann auch nicht mal vor Gott kommen und sagen, das ist, was mir fehlt. No, Gott sagt, das ist nicht, was dir fehlt. Paulus, der kam vor Gott. Und der braucht 3 Mal. Wenn diese Krankheit, Gott hat das zugelassen, dass ein Engel vom Süden Paulus plären, und was das für eine Krankheit wird, weiß ich nicht kriegt. Aber Paulus braucht 3 Mal, dass der einmal verloren. Und dann sagt Gott, meine Genug ist all genug für die. Und Paulus kann das auch verstehen, warum. Paulus selbst sagt, dass er nicht stolz wird. Dass er nicht stolz wird, leut Gott dort, dass ein Engel von Satan am Plären ist. Woran wird er stolz geworden sein? Paulus, der wird bei dem 3. Himmel genommen.
Durch Paulus deed Gott zo'n wunderbaar, wat hij niet mulder met durch de alle andere 12 apostelen hoop deed. Gott schaf meer durch Paulus als durch de andere apostel alle hoop. En dat wir openbaar, dat wir ganz bekannt, hij was zeer berühmt, woveel Gott durch Paulus deed. Aber bovenaan werd hij nog bij een derde Himmel genomen. En dat heeft de zo'n wunderbaar het gezien en beleefd en je hier dat hij niet helemaal no zijn kon. En op dat hij niet gesteld wordt, laat God een engel van zo doen een plek zijn voor Paulus. En Paulus beet 3 maal aan, dat hij allemaal mag verlaten. En mijn Kimmel God, wanneer die den wil wegnemen, ik wil niet zeggen dat Paulus dit is wat je gebet had, maar best wel een bijspel. Dit wordt verder wat passieren. God, wanneer die den wil wegnemen, like, hoeveel meer wil ik die doen kan? Nee, die wil niet. Paulus, dat zal goed. Dat je nooit wat ik die geven, is al lang goed. En omdat die niet gesteld wordt met die zaals, wat die nu alles doen kost, wil ik die demütig houden. Nu willen we dat zal je mal nemen. We willen dat mal in ons leven afwenden. God heeft wunderbar genoeg bewezen in ons leven. Maar du hast irgendwas, dat plagt mij en dat trekt mij en dat kan geen niet, like, kan een krankheid zijn. Dat kan irgendwas kan dat zijn. Ik struggle damit. En ik kom voor God. En ik praat erin, God, neem dit van mij weg. Like, dit is mij zo een stich. En hier wil ik in het cirkel mee. Wanneer we voor God komen, we praten ons dat hij zal de zin van ons wegnemen, dat we wel een heel leven vieren. Dat ook. Maar er zijn manchmal dingen die laten doen met vliet. Die zijn een plek voor ons. Dat kan dan gezondheid zijn, dat kan dan physische dingen, dat kan dan verschiedenste zijn. En we komen voor God en we zeggen, God, neem me dit hier weg. Like, ik wil die leven doen, ik wil niet met dit hier te boderen gaan. En dan zegt God, dat is zo lang nog, dat je nooit wat ik voor die heb. Wat zit God anders, als we zijn? Waarom vrouw we voor een God een 6 wordt, als wat God al bestemd heeft voor ons? Krijg wegen deze oorzaak, wegen wie zijn wat anders als rechtig aan, als God als rechtig zit. Ik wil het met dit vergelijken. Van den dag wat we geraad worden, God maakt ons perfect. Wie zijn perfect, dat had ons al het verlangen te zijn weggenomen. En dat maakt ons zo, like, dat we best, like, we zijn je best niet meer. En dat maakt ons fysisch gezond. En du wir bist mal nicht zu jankeren, du wir bist mal alle vorig. Aber ans Noba, wat nicht geraten ist, den hat das nicht gegeben. Und mir hat das alle gegeben. Wie lange wird das dienen, weil ich gerasslich stolz wird sein, über mein Noba? Ich will mir erheben über mein Noba. Gott lädt uns mal. En was het eng im draagt leen, dat we zijn kan, wo neidig we zijn genoeg. Wo boos genoeg dat is, dat God ons geraad heeft. Maar dat is niet uitgenomen dat we een duidelijk verlangen zullen gaan, een heilig leven te vieren, dat we wel heilig zijn, dat we de zin niet leiden kan. Dat is geen kassen onder te leiden, moet wel eens in de zin te leven, op keinen weg. Maar wofür eenmaal vraag ik God om dingen? Wens ik die verraag is hij? En God zegt, ik heb wat onderd. En dit is krijgt dat wo we ons dan met vragen, als zijn we oké damit. Wens, Jezus zien wie het weer in zo dit. Wens je voeren weet wat je broken, als je dan beden. Brok ik een miljonair zijn? Nou, je broken gleich. Ik brok niet. God weet dat ik niet brok. Waarom word ik dan door nog vrouw?
Mijn Fleisch und Blut wird das vielleicht sagen, jankern. Und mein Fleisch und Blut wird das vielleicht verrechtig sein. Kijk maar wat ich dann nicht alles doen kann. Kijk maar was ich den Herrn doen kann. Oh, wacht hier mal ein bisschen. Habe je das mal... Ich meine, man sind nicht Gedanken gut wie nach Arm, nicht haben. Ja, wie dann. Aber bei Gott ist das, was richtig ist bei Menschen. Und dann hat Gott dort über so einen Weg Antwort geben. Gott, der gab über so einen Weg Antwort eine seine Weisheit noch. Und die Antwort, was er gab, das ist reich. Und das ist gut. Dort wir uns ab einen Tag mal staunen und wundern, wahrhaft Gott das so wunderbar geführt. Und was Wort Paulus ging dazu dort. Wenn er gepraat hat, dat de Sodom am verloten soll, der Engel von Sodom, dat der am verloten soll, und Gott sagt, das soll gut für die. Und Gott leitet den Engel von Sodom am Plären. Und Lothar hat er sich staunt darüber. Und wundern sich, ich habe mir wunderbar hat Gott das Grutz gebraucht, den mich bewahren. Und da das woran Paulus in Römer 11 konsistiert, auf einmal hast du dich eingetraut. Römer 11, Vers 33. Das ist die Ursache, dass er auf einmal selbst verstanden mit wundern, wie wunderbar Gott alles tut. Und das ist das. Overrek ist doch ans Gott und Bäres, Weisheit in Erkenntnis. Wo allmählich ist das doch, seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Wo allmählich ist das doch, wo er das so wunderbar tut, das geht ja nicht mal zu verstehen. Und hier sieht er, wo das alle uitgekommen ist, wir machen alle verwundernd und staunend durch am Stehen, wo hat das bis uns das gegeben? Wo ist das so wunderbar uitgekommen? Wenn ich sage wieder, wer hat gewusst, was Gott im Sinn hat? Oder wer wir sein Ratgeber? Gott, ich danke dir, dass du nicht mehr gehört hast, was wir Martin vielmal sagen. Stimmt das? Wenn wir kicken würden, ob ein Tag ist uitgekommen oder ob ein ans Leben, wo viel Mal, wo wir Gott Martin danken, dass er nicht alle Gebete hat beantwortet, was wir am Gebet haben. Wenn er uns das mal bewiesen, wenn ich die alles wird beantwortet haben, was du nicht früher skippen würdest, dann wird sein uitgekommen. Aber nur, was er nicht hat, alle Gebete beantwortet. Nu wat hij dat anders heeft beantwoord, is eigenlijk nur vrij en duid. Nu heeft hij dat niet zien, in het goed denken, een antwoord gegeven. Maar we dan niet op eenmaal zeggen, oh wow. Ik dank God dat hij dat niet zien wat ik gedaan heb. En wanneer hij vraagt, wer wie zijn Ratgeber? Ik würde nicht wel zijn Ratgeber zijn. Kan je iemand vertellen, wo von schlechten Rut, wie Gott al so Ferien gegeben hat? Und wo dankbar wir kann sein, dass Gott nicht in den schlechten Rut gehorcht hat? Das wird Paulus, das wird dann die, auf einmal hast dich für verwundernden Fall nicht wieder konzentriert holen. Und der sagt einfach, wo wirkt ist er doch an Erkenntnis? Wofür besser wird er als ich? Oder wer hat am erst was gegeben, dort am dort konzentriert worden? Dann schlägt er es das. Alles, was du hast, kommt von arm und erst durch arm und erst von arm. Hij soll in alle Ewigkeit dafür geehrt worden. Amen. Das ist warum, wie Gott hat übergeben. Gott nicht mein Will, aber nicht dein Will ich beten. Gott, wenn das dein Will ist, gib mir Gesundheit. Gott, wenn es dein Will ist, schaff Frieden mit uns. Die dümmste Dinge, was uns das tollste drecken und was uns das tollste Angst machen, muss wir danach an denken, dass wir Gott sein Will nur beten. Gott, wenn es dein Will ist. Und wir würden mal sagen, und wenn das nicht Gott sein Will ist, mein Gebet hier, für das, was ich beten da, dann wird Gott danach gelobt werden, wenn es weit besser. Und wenn er uns hier schon Haus raubt, da wo wir sein, Gott hat das ganz reich getan. Wenn du wieder sein, wird das alles uitgekommen.
In der Ewigkeit wird nicht toerekend am du verlobt. So mutig war wir dafür sein, dass Gott das sie tun hat, dass es bei armreich ist. Amen. Wir beschließen. Lass wir gerecht davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für deine große Gnade und für dein Wort und dass du sovereign bist über alle Dinge. Und Herr, musst du unsere Harten wegmerken, dass die immer da wollen eingestellt sein und bis die Luten Gott sein. Herr, mag wir mit all unserer menschlichen Klugheit lieber zu schauen gehen und mag wir einzig uns auf die verloten und dort loben, was du die willst und mag dort immer das Rechte sein. Lieber ihr Recht davor, wir wollten dort, wir leben in einer Zeit, wo viel Not ist, wo viel nicht von die was wollen, wo die lieber die lastern und verspotten, wo die nun missbrauchen tun. Und wir alle, wir kommen so sehr hart und die deinen, die nichts wie die sollen dein. Aber Herr, wenn du allmächtig bist, wenn du alle Kraft hast, berg die, dass du möchtest die beweisen in dieser ganzen Umgehend, wo mächtig du bist, zu raten. Wir werden alle deine Fien. Wir wollen alle nichts von dir. Wir können uns selbst nicht halten. Wir werden dort in den Sinn. Und du hast das bewiesen, wo mächtig du bist, den von dort zum Leben bringen. Du hast das gewesen, wo die deine Fien kost überwinden und dann sagen die untertun. Und dann sagen deine Fien dort an, wo reich die bist. Und du merkst, dass die Königs und Priester und dann sagen nicht mal deine Fien. Und dort bete ich. Dass dort kriegt wie es, was du in dieser ganzen Umgehung musst wirken. Herr, wenn das von uns abhängig ist, wir wollen nicht mal, wo wir sollen anfangen. Wir sind reinfuts an der Eng. Aber ab deine Kraft und ab deine große Gnade verlot wir uns. Und Herr, ich bete auch für die Kranken, die wird durch schwere Zeit durchgehen, wird dann für einmal mit ihr Kopf wach sein, wird dort gleich begreifen können, was es euch angeht. Mochtst du auch du mit deiner Gnade sein und mochtst du noch geben, noch Verständnis geben, dass sie können die Anerkennung kriegen, wer du bist. Und auch, dass die Erfahrung bis in die ist. Dass du uns auch keinen Namen Erfahrung ist in Jesus Christus und du wirst nicht noch eine andere Erfahrung zu schaffen, als die, was du all zu geschafft hast. Herr, musst du das geben, auch für all die euch hier, was du kranke Rahmen sich haben, was du schwach haben, wo sie das reich können merken. Musst du auch mit der Familie sein, was wir mit der Familie verloren haben. Musst du auch du so sein und musst du das alle geben, dass Menschen mehr die sehen und dass die Namen dadurch verherrlichen, das bete ich in Jesus' Namen. Amen.